Essgesinntheit. Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rochel Schechter. En ik ben Idiot Nevels. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinntheit. In Hand werden wir sich zugreifen auf Rosh Hashanah. Klingt das, wie ihr dreht sich mit Stavischen ziehen daheim. Schoi. Ja. Wir werden machen einen Fisch mit dem Kopf, also wie es ist traditionell bei jedem. Wir haben gekauft einen Stronge. Gewöhnlich können wir nutzen einen Weißfisch oder einen Karp, aber ein Stronge hat dann mehr Geschmack und Tarn, so ein bisschen haben wie Lachs, das ist Salmon. Und was noch gehen wir machen? Nachdem gehen wir machen ein Honigleger, weil Honig ist ein Sigil zu einem süßen Jahr. Es soll nur mit dem Fisch. Das Ding, was wir machen mit dem Kopf, ist, weil Rosh Hashanah ist das Wort Rosh meint Kopf. Rosh Hashanah ist das Kopf, der Kopf in dem Dur. Man isst nicht den Kopf, das steht auch, aber man serviert es als euch. Wir wollen das unstoppen mit Grinsen und kochen in sehr heißen Öfen. Das wollen wir jetzt unheben zu schneiden mit Grinsen. Die Grinsen, was wir nutzen, ist Zwiebeln, Meeren, Kartoffeln, was wir wollen nicht schälen, was ist gesinnter als euch. Rotpfeffer und eine Zucchini. Eine Zucchini ist eine von den 5 Mecholen, was während der Monten der Gemorre zweimal in Horayis 12 Aleph und in Kerisis 6 Aleph der Monen der Rabbonim 5 Mecholen, was man soll essen in Rosh Hashanah. Kra, das ist Zucchini, Karsi, das ist Paratzibelis, Rubia, das ist Schwarzzeug-Arbis, Silke, das ist die Blätter von Burek, und Teigling. Ich habe nicht gewusst, dass das mit Zucchini ist. Und Meeren, Ashkenazische Jiden haben sie gegeben als 6. Simen zu Rosh Hashanah. Meeren, wir sollen Meeren und Fruchtperlen. Ja, so wollen wir Sachkinder. Gibt es, wollen wir nicht zu schneiden beginnen. Mit was jetzt zu schneiden, sehr dünn, weil wir zu schneiden ist ziemlich gedeckt, wird es nämlich ziemlich lang zu backen. So ist die Lust. Nehmt der Röste Kerala, versteht ihr? Und jetzt die Zwiebeln und die Kartoffeln. Jetzt haben wir alle Dienste in die Schüssel. Ich mische es rein, dann noch heranziehen ein bisschen Bäumel. Ich habe lieber Elbe-Bäumel, aber ihr könnt wissen, welche Bäumel ihr wollt. Salz und Pfeffer. Ich habe lieber Sachsalz, ich habe lieber sehr wenig. Es wird nach Mittel in Mitten. Pfeffer. Bei Ihnen, als man sagt, dass etwas ist Unsalz und Unschmalz, also es hat nicht den jüdischen Tag. Was heißt nicht vom jüdischen Tag? Nicht sein Geschmack, aber der jüdischen Tag ist sein Geschmack. Heute haben wir den Fisch rein ausgewaschen, wir müssen es auswaschen. Und jetzt werden wir es daran ziehen, ein bisschen Bäumel. Elbe-Bäumel. Schmieren mit den Fingern. Verschmiert euren Fisch mit dem Bäumel. Müssen wir reißen. Ein wenig. Pfeffer. Jetzt wollen wir ran von den Grinsen. Nicht alles wird rein in ein wenig, was nicht auf dem Platz ist, wenn wir ranziehen, teilweise in ein wenig, und der Rest wird sein in dem Becken. Jetzt gehen wir brutende Fisch, 450 Grad. Ja, schön gemacht. Und mein Hand geht ein bisschen weh, also die kannst es daran legen, aber ich bin sehr zufrieden. Aber ja, das ist als bald viel besser. Jetzt gehe ich machen einen Honiglecker. Der wichtigste Ingredient ist der Maranz. Und wir wollen nutzen den ganzen Maranz. Ich habe ausgegeben als Stücke. Ich schneide den Maranz auf Stücke. Und die Stücke mache ich auf in Prozessieren, in der Speismaschine. Das steht nicht. Ist der Gewicht sie 3/4 Teppel Bäumel und ein Teppel Honig. Und es ist wichtig, es soll nützen
Rechne Honig, das ist Buckwheat Blossom Honig. Das ist Honig, was ist sehr dunkel, gemacht schwarz. Es hat einen starken, bitteren Tarn und das gibt sie einen jüdischen Tarn. Oh, danke, ja. Als man hat ein Rezept, in welchem man messt auf sei Bäume, sei Honig, ist besser früher zu messen Bäume. Also ich glitsch sich der Honig gleich aus, ja. Jetzt will ich durchsippen 3 Teppich Mehl und das Mal habe ich 2 Teppich Wassermehl und 1 Teppich Rasenmehl. Das ist ein bisschen gesünder. Der Lecker ist bei ihm sehr gesund. Es hat eine Sache Obst, Ranzen, Äpfel. Und was ist das? Das ist bezickerte Ingwer. Und weißt du was, wann das Sie geben zu dem Aranzen? Zu dem Aranzengemisch gebe ich Sie euch ein Stückchen bezickerte Ingwer. Das kann man nicht gesehen. Das ist nicht kein Muss. Es ist Geschmack wie die Welt. Das ist wunderlich. Gibt Sie ein bisschen bezickerte Ingwer. In euch hat ein bisschen Ingwer-Marmelade. 2 Löffel Ingwer reingemacht. Okay, jetzt gehen wir sehen, ob der Fisch, das zieht sich mit den Grinsen in den Fisch. Ihr seht, dass wird schon Gipsi gebräunt. Das lassen wir es mischen ein bisschen. So dass auch nicht sie kleppen. Sehr gut. Jetzt haben wir 1 Ons Schokolade. Ein Löffel take ich Kabe. Viertelteppel heiße Wasser soll zu gehen. Zum Mehl sippe ich durch euch 1 Löffel Zimmering, 1 Löffel Ingwer und 2 Löffel Kakao, 3/4 Löffel Salz, 1/2 Löffel Backsoda und 1 Löffel Backpuder. Ein Teppel Zucker und das Mal habe ich gemischt 1/2 Teppel Weißzucker mit 1/2 Teppel Dunkelbräunzucker. Und es ist sehr Geschmack, als man reibt und ein frisches Stück Muskat. Und euch Nägel auf ein Spitzmesser. Also, zu der Schokolade gebe ich zu 1 Löffel Vanille und 1 Löffel Schlüberwitz. Euch nicht kein Muss, aber es ist wunderlich, als man hat es hier. Ich reibe die Äpfel. Und sie wollen sich im Ganzen zu gehen inlegen. Man wird nicht sehen, es ist da Äpfel, aber man wird spüren die Feuchtigkeit und den Tarn von den Äpfel. Ich kriege da in die trockenen Ingredienten. Und ich gieße ein das Maranzengemisch. Früher mischt man ein bisschen aus am Mehl, man faltet es. Jetzt wird es geklappt mit 4 Eier. Und jetzt mischt alle Ingredienten aus zusammen. Und wenn es ist gemacht ausgemischt, aber nicht 100% ausgemischt, gibt man sie mit zerriebenen Äpfel. Und da habe ich welche Anis. Man stellt es rein in den Oven auf 450 auf 5 Minuten. Nach dem 400 auf 5 Minuten und nach dem 350 auf 20, 25 Minuten. Was seht ihr, wie schön und ziegebräunte Grinsen in den Fisch ist? Und dann so viel farbig auch. Ja. Ich hoffe, dass ihr eine neue gehört in unser Programm habt. Und ich wünsche euch ein süß gesinnt Jahr. Meine Schandfeier.